den bedeutenden Ulas an vu viele Projekte, die mir an dem Bereich und letzte Jahre angefangen haben oder angeleiert haben, an den haut endlich konkretisiert gehen. Die Damen und Herren, an engem si als Menge Gens, das Schafe vun erschwänglichem Wohnraum haut die größten Herausforderungen zu Lützeburg ass mir net nimmen zu Lützeburg. Das ist nicht nur ein ernsthaftes Problem für die Betroffenen, mehr ein Problem für als Gesellschaft als Ganzes. Ohne eine stabile Wohnsituation haben Menschen Schwierigkeiten, ein erfülltes Leben zu führen. Dank störender Wohnungslosigkeit, finanzielle Schwierigkeiten oder prekäre Wohnsituationen belasten das alltägliche Leben der Betroffenen, erschränkt ihre Lebensqualität drastisch an. Dafür kann gerade der Bau von Sozialwohnungen das Bedrohung für zumindest die Sozialschwächsten an unserer mit aufhören, an ihnen die sich zumindest wegschwellen. Dabei geht es dann nicht nur um das Schaffen von Wohnraum, sondern auch um die Stärkung von dem sozialen Zusammenhalt und dem solidarischen Mitnehmen. Wenn Menschen sich keine Sorgen mehr um ihre Wohnsituation machen müssen, können sie sich auf andere Sachen konzentrieren, wie zum Beispiel ihre berufliche Weiterentwicklung, ihre Familie oder Freizeitaktivitäten. Das schafft Raum für eine aktiv und engagierte Beteiligung an unserer Gesellschaft, was das Ziel muss sein. Wenn es euch die Möglichkeit geboten hat, den Terrain an einem größeren PHP zu überholen, für eine Residenz zu planen, haben wir auch verhandelt und noch nicht lange gezeigt, an Terrain gekauft. Auf anderen Plätzen sind wir aktuell an den Negoziationen, zum Beispiel mit dem Fonds de Logement. Ich gucke hier kurz rüber, ob der Gebäude auf der anderen Seite, wo wir gegangen sind zu gucken, auch da Sozialwohnungen dran zu machen, mit dem Ziel, den alle Patrimoine von der Gemeinde zu erhalten, und aber auf die andere Manier auch durch neue Funktionen Wohnen dran zu machen, doch für die nächsten Jahre noch accessibel zu machen. Für heute bin ich aber froh, dass wir mit dem Spurtestich zu holen ein weiteres Puzzlestück legen, um hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit und gleiche Chancen für jeden. Wir bauen hier eine nachhaltige Residenz mit 6 Wohnunitäten im Sitz vom früheren Pastorischhaus. Wohnungen mit je 2 Schlafzimmern, einer Surface ungefähr von 8 Meter Carré, ein Gesamtwert von 3,4 Millionen Euro, die noch dadurch bedingt ist, dass wir ein bisschen mit der Boden beschaffen hätten, zu kämpfen hatten, aber wo wir froh waren konnten, auf die Expertise von leider sehr Minister zurückzugreifen, nur beim Studieren von den viergelötenen Devis. Froh sind wir natürlich, dass wir über die Konvention von 75% Subsidie können vom Minister profitieren. Das könnte ganz gut auf der Gemeinde Steinefurt und wir können noch also gebrauchen, für die anderen großen Herausforderungen umzugehen. Das klar, ohne kompetenter, motivierter Mitarbeiter auf einer öffentlichen Administration kommt da nicht viel und dafür sind wir froh, dass wir heute auf die zurückgreifen können. Sie wird Bauunternehmer, sie wird Mitarbeiter aus der Gemeinde, sie wird alle guten Kommissionen, die mit hier ganz tätig sind. Ich felicitiere euch für die Initiative, für das da selber auch aktiv geht, weil wir brauchen es. Erstens, wir schwätzen dann nicht mehr von sozial, wir Logement abordabel. Was heißt abordabel? Man mir passende Loyer und da kommt es von denen die da wohnen. Aber wir wollen ja nicht tun, dass ein Ghetto passiert, wir wollen noch eine Mixität. Und dafür sagen wir, dass das bis mit von der Gesellschaft, also den Dezil 5, wie wir das so definieren, die erst 50% von der Abkommenstabelle, dass die Möglichkeit tun, hier theoretisch zu wohnen. An denen, die natürlich mehr an seiner Tasche hat, als Communauté domestique, der geht dann mehr belastet an seinem Loyer, aber geht nicht über die 30–40%, mehr wird maximal bei 25 oder wo immer Prozent. Ich bin froh, dass das Engagement umgegangen sieht, dass der voller Energie an die Wahlen rangeht, dann noch weiter an ihre Programme, wenn doch immer ist, das Logement ganz viel stellt, dass es wirklich wichtige Aufgabe soll, nicht parteiisch geguckt wird, soll wirklich als Obligation publik, am Intérêt general muss man produzieren. Für mich ist kein Thema, das politisch so auseinandergeholt wird, weil wenn wir wollen, dass wir die stark haben, dann muss man an der Kontinuität von den Gesetzen, die wir abschlagen am Null, auch bleiben.
Mit dem Start vom Neubau haben wir ein neues Kapitel von der Geschichte vom Sport zu Stängefort angeschlagen. Die aktuell an Erl Sporthalle mit Schwemmen, hier an den Drun, stammt nämlich aus den Jahren 1975 und hat als Nobel 50 Jahre, so lösen aber sicher, und da sind wir als Menge Gens, ihren Dienst gemacht für die solchen Lokal- und Regionalvereine. Seit geraumer Zeit war es dafür klar, dass dieser veraltete Sportkomplex nicht mehr die Besoin von unserer Schule sowie auch der Entwicklung von unseren Stengeforter Sportvereinen gerecht wird. Ein Neubau war also unumgänglich. Die neuen Sportinfrastrukturen beinhalten in Zukunft ein Schwamm, ein kleinen Turnhall, ein Dreifach Sportsaal sowie ein Tiefgarage. Organisiert, und das hat er gesehen, geht der Bau an 2 Phasen. An der ersten Phase haben wir im Januar 2021 das Centre Culturel Rodemer aufgerappt und angefangen, die neue Schwamm mit der Turnhalle, an der wir heute stehen, zu bauen. Mit 2024 ist das Phase aufgeschlossen, sodass nur eine Testphase von der Technik voraussichtlich für die Rentrée am September 2024 alles bereit ist, für den regulären Betrieb abzuwählen. Die Schwamm selber besteht nur aus 2 Inox-Basingen, bei denen die jeweilige Wasserdicht individuell angestartet werden. Wenn die erste Phase fertig ist, plündern Sportvereine an der Schulsport übergangsweise mit ihren Aktivitäten an das neue Sportsaal. Nachdem es dann als alle Sportinfrastrukturen hier an den Rhön aufgerappt sind, und bis 2026 die neue groß an dreifach Sportsaal abgerichtet ist, plündert dann der Schulsport an den Equipesport an das neue Großsportsaal einen Raum. Ein extra Raum für den Erdramp ist auch mit 4 gesehen an der zweiten Phase, sowie Tribüne für 380 Zuschauer, ein Fitnessraum, ein kleiner Versammlungsraum für Komiteen von unseren Vereinen. Für die Visiteure von Schwamm und Sportsaal sind 108 Parkplätze vorgesehen, zum Teil auch mit der Möglichkeit, den elektrischen Auto abzuladen. Beim Ausschaffen von diesem Sportkomplex wäre es wichtig, die Akteure mit und den durchzubringen, für zu versichern, alle Personen zu berücksichtigen. Dieser Neubau sollte schließlich ermöglichen, dass als Vereine sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erfolgreich können entwickeln und sie sich auf hier wichtig gesellschaftliche Aufgaben rund um den Sport können konzentrieren. Das Projekt vom neuen Sportzentrum ist für die Gemeinde Stängefort mit einem Montant von 45,3 Millionen Euro auch kein billig. Mir aber eine absolute Notwendigkeit. Ein besonderes Merci geht dafür auch an das Sportministerium und den Herrn Engel für die Bereitschaft, das Projekt über den 12. 5-Jahresplan zur Finanzierung von den Sportinfrastrukturen mit zu subsidiarisieren. Es sind viele Zahnräder, und ich meine, Herr Minister, da gibt er mal recht, das sind viele Zahnräder, die müssen gut an den Händen greifen, für das Projekt wie den Hai deres Licht gesagt. Dafür war das Merci von Herzen. Wenn du bei so einer flotter Sportinfrastruktur wie die heute könnt dabei sein, dann möchte natürlich ein Sportminister extrem hilfreicher froh, weil wenn wir Gemeinden nicht hätten, die so viel Sportinfrastrukturen gingen machen, da gingen dann aus dem am Land schlecht ausgesehen. Dafür sind Gemeinden für Reisen extrem wichtige Partner. Wir können die Sportinfrastrukturen zu realisieren, die man braucht, für das Leute auch können ordentlich Sport machen. Und Gemeinde Stängefort ist eng davon mit 45 Millionen rund, die sie hier investieren. Das ist ein ganz guten Invest in Zukunft, guten Invest an Kanner an den Sport am Allgemeinen. Wenn wir nicht gerne hätten, dass wir nur Leute haben, die schon ganz frei ihre Körper nicht mehr in Form haben, aber wir nicht wollen, dass wir nur Kanner haben, die nicht mit ihrem Körper wissen umzufangen, auch Körperschema kennen, wissen, wie der Körper da ist, zu wissen, was die mit dem Körper alles machen kann, das lernt ihn, wenn die klein ist, das lernt ihn an der Schule. Und dafür ist so wichtig, dass die schon jung an Bewegung herangefordert wird, jung etwas lernt, seinen Körper kennenzulernen, weil wenn ihn nicht jung gelernt wird, dann muss ihn ganz tags am Alter auch nach führen. Dafür soll ein Sportministerium, das Sport- und Bewegungsministerium gehen, weil Bewegung etwas extrem wichtig ist, wie gesagt, für die körperliche Gesundheit, aber auch für die psychische und die psychosoziale Gesundheit. Sport möchte ich auch ganz tags an Verein. Und das, was den an den Vereinen lernt, das ist etwas, was die für das Leben lernt. Und dafür kann ich nicht mehr für den älteren Teil sagen,
schickt der Kanner an den Sport oder schickt sie haben an Vereine, wo von den Sport ist ein Nennerverein. Weil was sie da lehren, das lehren sie ganz tags nicht an der Familie. Und da lehren sie Zusammenhalt, Fairness, da lehren sie, das lehren die noch an der Familie, also das ist nicht nur das nicht an der Familie. Aber ich fand, da lehren am Sportverein, da lehren den Zusammenhalt, Fairness, Respekt, lehren den zusammenwandern, aber noch viel mehr wichtig ist, lehren den auch verlieren. Und ich meine, das ist die Sache, die für das Leben wird auszeichnen. Bastianelli's coming to the line. Bastianelli's going to take it. It's Bastianelli, Wollaston, Gasparini and Costa, I think. Wir
Ellie Wolverstone, second one. En dan de tweede burgemeester van Hettingen, überreest dan in Grotten, Ilona Gasparini. She's again for the second win for the Serrat Visite Festival Alzi Jacob. On the first trip, and you have also the flower of the Serrat Visite Michel Herga. Voilà. Die bericht aan de grüne Trikot und Martin Bastianelli, dat de grüne Trikot optritt. En dan de heer Jean-Marie de tweede burgemeester was Nina Berton, de bedrijf die van gewonnen. Super, maximum gevonden met het minister. En dan Blumen, was en 23 jaar. Wie gesagt, jetzt hat noch ein weißes Trikot auf Freiheit gut. Immer Klopp, und der Klopp in der Richtung Blumen. Und dann war der super, dann Christian Alvarez, Spitzenbäuerin, und dann Manners. Wie gesagt, es blieb ungesagt, dass die Kreatur gegangen, die Karte gut probiert. Vielen Dank, merci, Christian Alvarez. Haut die groß Fried. Ich am Vierfeld vom Europa da dem Moas können ze begrüßen. Ein Tag, den für alle wichtig schön Ulas ist. Für allem für die Errungenschaften von der europäischen Integration zu feiern und als auf Zukunft von Europa zu freuen. Und wir können auch mit Hof erzählen, dass die Europäische Union die erfolgreichsten regionalen Zusammenschluss auf der Welt ist. Innerhalb von den Grenzen von der Union leben wir am Frieden und an der Stabilität. Einem Raum, an dem wir Menschen als frei bewegen können und auch schaffen können. Europa ist für allem eine Gemeinschaft von Menschen. Unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Erfahrungen. Es ist eine kulturelle Vielfalt, die Europa so reich und dynamisch macht. Als Bürgermeister von einer Gemeinde, die mittlerweile Menschen aus mehr wie 90 Nationen zählt, wohl nicht alle aus Europa, mehr guten Teil von ihnen, kann ich die Bereicherung durch die kulturelle Diversität nicht mehr mit 2 Händen erschreiben. Wir müssen zusammenstehen für die Werte von der EU, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Solidarität und Zusammenhalt, Vielfalt und an Inklusion. Symbolisch für das Werte können wir heute um Vierfeld von unserem Europadach zu Stengefurt als neue inklusiv Spielplatz erweihen an den frisch gespreiteten Trafferdohannen an der Farbe von der Europäischen Union auch erweihen. Ainsi, nous avons choisi de mettre l'accent sur les enfants, car leur curiosité innée et leur sens de la justice les amènent à faire preuve de plus de tolérance. Aucun enfant ne naît raciste ou discriminant, mais les préjugés, la discrimination et les stéréotypes s'apprennent à travers leurs environnements, la télévision, les livres et les jouets. C'est pourquoi nous avons distribué des crayons couleur de peau aux enfants, pour les sensibiliser aux diverses différences de manière positive. Mais l'inclusion ne se limite pas à la couleur de peau. Nous avons également réaménagé cette aire de jeu près de l'école ici à Steinfort pour qu'elle soit accessible à tous. L'inclusion signifie que personne ne doit être exclu ou marginalisé en raison de sa couleur de peau, de son handicap ou de tout autre critère. Nous sommes convaincus que c'est ensemble, en valorisant la diversité et l'inclusion, que nous pouvons construire une société plus juste et plus tolérante.
natürlich große Merci und der Künstler Gilles Landers, den der tote Menge in Extremis nach Fertigkeit hört, für das Symbol hier am Zentrum von der Gemeinde zu sprayen. Große Merci auch an als Gemengeservice, die sowohl dafür gesorgt haben, dass das neue Piratenschiff feiert, mehr Wort, dass das Feierlichkeiten heute können organisiert gehen, und natürlich auch hier alle guten Kanner, die Weltren. Ganz große Merci für Ihre Aufmerksamkeit. Ich gebe euch schon einen schönen Linkten mehr wünschen, vive die Europäische Union, vive Lützeburg. Und ich gebe auch die Kanner, die hier vier frohen, und all die anderen, die hier sind, euch zu helfen, die Spielplätze von heute offiziell abzumachen. Wisst ihr, wie wir das machen? Wir rappen die Bändchen durch. Ja? Helft da mal. Ja! Tipptopp. Die Damen und Herren, ich begrüße dich dann ganz herzlich auf der diesjährigen Edition von unserer Kirmeszeit zu Kleinbetten. Ich stelle für dich mal fest, dass wir paar Leute mehr haben. Wieso? Ich merke, dass wir paar Amateure mehr kriegen. Worunter das wohl das Jahr kennt leihen, da die wir los nicht. Erst Kirmes, also aber immer ein fester Rendezvous hier zu Kleinbetten. Ein Kleinbettener Kirmes wäre aber auch kein Kleinbettener Kirmes ohne die Kleinbettener Musik. Dafür sie uns schon viel gelöst, sie machen da Jahre so, darauf bringt man Mut. Große Merci schon für das, was da heute viel gelöst wird. Gesehen kann er sind ungeduldig. Musiker selbst, kein Spieler stehen. Da das alles ernst, dass wir das, was ihr noch bei der Kirmes wollt, gesehen. Dafür ich denke, große Merci, dass ihr heute bei dieser Ouvertüre dabei seid.